Herzlich willkommen zu Talk and Pray, deine Gebetsstunde am Dienstagmittag. So schön, dass ihr alle so zahlreich dabei seid. Ich habe gesehen, ihr unterhaltet euch schon richtig gut im Chat. So cool, dass unsere Hosts auch dabei sind. Vielen Dank für eure Zeit. Mit mir im Studio, heute ist Girls Day, habe ich das Gefühl, bei Talk and Pray. Janice und Vanessa. Hey, ich freue mich mega. Wir reden heute über das Thema, darum ist die Bibel noch relevant. Ist die Bibel relevant in eurem Leben? Nennt man ein Beispiel? Für mich ist es so eine Wichtigkeit, dass ich die Lügen in meinem Leben anschaue und die Lügen ernst nehme, die sich vielleicht eingeschlichen haben in meinen Gedanken, in meinem Herzen und dann auf die Suche gehe, welche Wahrheit sagt die Bibel aber genau dazu? Und das ist so etwas, wie ich ganz, ganz praktisch eigentlich sage, okay, diese Lügen glaube ich vielleicht, aber die Bibel spricht eigentlich genau da rein, diese und diese Wahrheit. Das ist etwas, wo die Bibel mir einfach hilft, meinen Fokus auf die göttliche Wahrheit zu legen. Ja, für mich ist es natürlich, ich liebe es, prophetisch zu hören, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und mir hilft es extrem, die Bibel zu kennen, um zu wissen, dass das, was ich höre, auch mit der Bibel übereinstimmt. Weil man kann ja vieles denken und hören, aber die kleine, leise Stimme, die wirklich die Wahrheit sagt, die ist dann schwieriger zu erkennen, wenn man die Bibel nicht kennt. Ja, mega, mega gut. Hey, wir haben euch ein Video mitgebracht aus der Message vom Sonntag vom Leo, wo wir nochmal schnell in das Thema gehen. Schaut doch mal rein. Entsteht immer ein Produkt von großen Kämpfen. Und große Zeugnisse ist immer ein Resultat von großen Prüfungen, die wir in unserem Leben erleben. Und große Wunder und große Triumphe und große Siege entstehen leider immer nur durch ganz große Prüfungen in unserem Leben. Und wenn du das glaubst, dann sag mal ganz kurz Amen. Hey, und zwar in 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, denn die ganze Schrift ist von Gott angegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Das Thema am Sonntag war ja, ich kann der Bibel vertrauen, weil. Und wir haben diese Punkte aufgegriffen, die Leo am Sonntag genannt hat, diese Weil-Punkte. Und wir wollen heute durch die einzelnen Punkte gemeinsam mit euch beten, weil wir glauben, dass wir wirklich der Bibel vertrauen können. Hey? Und lasst uns doch mal anfangen. Der erste Punkt am Sonntag war, die Bibel ist historisch präzise. Und das finde ich einen mega, mega spannenden Punkt. Und was wir daraus gemacht haben, ist ein Gebet für Vertrauen. Und zwar steht in Psalm 33, Vers 4, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Bevor wir dafür beten, Vanessa, Janice, habt ihr in eurem Leben schon mal so eine Verheißung Gottes erlebt, wo ihr gesagt habt, hey, ich vertraue einem Wort, ich vertraue dir und ihr habt Gott wirklich so erleben dürfen? Gibt es da ein Beispiel, das ihr habt? Ja, ich hatte vor ein paar Jahren den Jahresbibelvers, siehe, ich mache alles neu. Und ich war da in einer sehr schwierigen Situation, in allen möglichen Lebensbereichen, Job, Beziehungen. Und ich habe in diesem Jahr wirklich gemerkt, dass Gott alles erneuert hat. Erst einmal hat er alles beendet. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Aber er hat auch alles wieder neu gemacht. Und da habe ich wirklich gemerkt, was Gott sagt, das wird er auch so tun. Genau in diesen Situationen, wie du es erzählst, finde ich das Vertrauen so schwierig. Du hast gesagt, du hast die Zusage, es wird alles neu und zuerst beendet er dann alles und bis dann wirklich alles neu wird. Das ist die schwierige Zeit des Vertrauens. Und Vanessa und ich, wir sind sehr gute Freundinnen. Wir teilen das Leben und genau auch in diesen Zeiten. Und das ist so kraftvoll zu sehen, wie du wirklich das Vertrauen hältst in den Zeiten, wenn Gott Dinge beendet. Und das finde ich sehr inspirierend und darum lass uns unbedingt für das beten. Mega. Fall, ja. Hey, warum schreibst du nicht in den Chat hinein, wo du gerade merkst, in meinem Leben fällt es mir gerade schwer, in dem Bereich zu vertrauen. Es fällt mir schwer, da Gott wirklich den Raum zu geben, zu sagen, hey, dein Wort hat es mir versprochen, ich stelle mich auf dein Wort. Ich merke das immer wieder, Jeremia 39, Vers 11 sagt ja, aber ich habe euch ja for the plans I have for you, also die Pläne, die ich für euch habe, sagt der Herr, Pläne, die dir Leben bringen sollen. Das ist jetzt mal paraphrasiert, meine Lieben, weil mein Vers eben nur auf Englisch funktioniert. Ich habe eben durch das ganze Englischsprachige vieles memorized in English, aber ihr schaut doch gerne mal rein, Jeremia 39,
Vers 29. 29. Danke. Danke. Hey, mega gut. Ja, 29, Verse 11. Das ist es. Hey, und das ist für mich so ein Vers, wo ich einfach merke, ich stelle mich da eben wieder darauf, was Gott mir versprochen hat, für mein Leben, für meine Familie, für das, wo wir durchgehen. Vielleicht sind meine Umstände gerade nicht das, wo es ich mir eigentlich wünsche, aber ich will trotzdem vertrauen. Also schreibt doch mal in den Chat rein. Ich habe mein iPad hier, ich schaue mit rein. Was ist? Marco sagt, das ist euer Hochzeitsvers. Mega schön, dass es euer Hochzeitsvers ist. Das freut mich mega. Ja, aber ich würde vorschlagen, wir beten schon mal. Möchte einer von euch anfangen und dann würde ich ein bisschen vielleicht... Genau, dann würde ich gleich noch die Gebetsanliegen mit reinnehmen. Super. Auf geht's. Ja, Vater, ich danke dir für diese Zusagen, für dieses Buch, das du uns gegeben hast, damit wir dich besser verstehen, besser kennenlernen können, damit wir auch einen Kompass haben, eine Richtung in unserem Leben, die uns Orientierung gibt. Und Vater, du siehst einfach jeden Einzelnen von uns, in welchem Bereich er sich gerade befindet, in jedem Prozess, in jeder schwierigen Situation. Vielleicht gehen manche Leute durch so eine Zeit in ihrem Leben, in dem sie einfach vertrauen und warten müssen, in denen das Wunder, auf das sie hoffen, noch nicht eingetroffen ist. Und ich danke dir, dass in diesen Situationen wir nie alleine sind. Wir haben immer dich dabei. Und ich danke dir, dass du jetzt uns eine Begegnung schenkst mit dir, die uns wieder ermutigt, weiter zu vertrauen, uns aufbaut, uns neue Kraft gibt. Das steht auch in deinem Wort, dass du uns Kraft gibst, dass wir es nicht alleine machen müssen. Und ich bitte dich für diese übernatürliche Kraft und dieses übernatürliche Vertrauen, Vater. Und gerade auch für Leute, die an einem Ende von einer Beziehung stehen, dass du dort einfach eingreifst und dein Trost gibst. Weil du bist ein Gott, der mitfühlt, der mit uns ist. Und ich danke dir für das. Und ich spreche dir zu, dass Gottes Zusagen in deinem Leben wahrhaftig sind. Erinnere dich jetzt daran, welche Zusagen das Gott dir schon gegeben hat. Und die Bibel sagt so viel darüber, dass Gott unsere Stärke ist, dass er treu ist, dass er an unserer Seite steht. Und diese Zusagen sind wahrhaftig und sind wirklich Realität. Dieser Vers bestätigt es uns, er hält es gewiss. Und ich spreche dir und mir zu, dass wir in diesem Wissen laufen können, dass Gottes Zusagen Wahrheit sind, auch wenn wir vielleicht noch nicht gesehen haben, wie das es dann schlussendlich zur Wahrheit kommt, wenn wir noch mitten im Prozess sind. Gott ist mittendrin. Ich möchte auch für Unglauben beten, wo dir Vertrauen schwerfällt, wo du vielleicht merkst, hey, ich möchte glauben, ich möchte vertrauen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und das Wenige, das du hast, das darfst du ihm einfach hinlegen, hinbringen und dich auf seine Zusagen stellen, dass er mit dir ist und dass er dich begleitet. In Jesu Namen. Amen. Hey, so schön zu sehen, dass euch das Thema auch im Chat bewegt und dass ihr mit dabei seid. Es freut mich mega. So schön, wenn du auch gerade erst zugeschaltet hast. Welcome, welcome, welcome. So cool, dass wir mit Gebet für Vertrauen anfangen durften. Der zweite Punkt, über den Leo geredet hat, ja, die Bibel ist wissenschaftlich präzise. Vanessa, Janice, habt ihr schon mal schwierige Gespräche wegen der Bibel gehabt? Mit Menschen, die vielleicht nicht so daran glauben, dass die Bibel wirklich wissenschaftlich präzise ist? Andauernd. Also Ein Gebiet. ja, ich glaube, ich ziehe das einfach ein bisschen an, ehrlich gesagt. Aber für mich ist es auch immer wieder wichtig, den Menschen zuzuhören und auch die Fragen und die Argumente ernst zu nehmen. Und doch hat jetzt für mich noch nie ein Gespräch irgendwie mich wirklich davon überzeugt, dass es der Bibel widerspricht. Wirklich gar nicht. Ich habe mich schon oft damit auseinandergesetzt und ich merke, für mich hat die Bibel so krass viel Wahrheit, gerade mit vielen wissenschaftlichen Dingen, die man jetzt erkennt. Und ich denke so, die Bibel spricht schon seit über 2000 Jahren davon. Das fasziniert mich absolut. Ja, ich habe auch solche Gespräche. Ich weiß dann jeweils nicht so richtig, was ich sagen soll, weil ich bin jetzt nicht so der tiefe Theologe. Ja, aber
also für mich ist es manchmal auch schwierig, sich vorzustellen, wie ein Mose das Meer geteilt hat oder wie ein Noah da eine Arche gebaut hat. Solche Geschichten sind für mich dann auch schwierig zu verstehen. Aber es ändert nichts an meiner Gottesbeziehung, ob jetzt das einfach ein Bild war von Gott oder ob es wirklich so passiert ist. Ich hänge mich da nicht so an diesen Dingen auf, weil ich glaube, dass Gott spricht durch die Bibel. Und weil es ja heute auch noch lebendig und relevant ist, ist es für mich umso mehr ein Beweis, dass es echt ist. Ja. Ja, Jesus ist nicht abhängig von unserem Glauben oder Unglauben, hey, und das finde ich ist so erst beständig und dafür wollen wir gerade nochmal beten. Wir wollen beten, dass wir Jesus wirklich an erste Stelle heute setzen, egal wie dein Tag ausgesehen hat, wie dein Alltag gerade ist, vielleicht ist er in deinem Alltag verloren gegangen, vielleicht thronte er gar nicht in deinem Leben gerade. In Jesaja 40, Vers 22a steht, das ist das auch die Bibelstelle, die Leo am Sonntag verwendet hat und die finde ich mega gut. Nochmal zur Erinnerung, er thront über dem Kreis der Erde, hey. Er ist also nicht nur Herr von uns, sondern auch Herr der Erde, Herr des Universums und er ist Herr vor allem über unser Leben, hey? Und lasst uns doch nochmal bewusst eine Zeit nehmen, wo wir beten, Jesus an erste Stelle zu setzen. Gerade haben wir für Vertrauen gebetet, mega gut. Aber ich glaube, jetzt in der Situation, wo du dich befindest, einfach sich nochmal reinrufen, hey, Jesus, ja, du bist wirklich die Nummer 1. Ja. Der Herr in meinem Leben. Und ja, Janice, magst du für uns beten dafür? Sehr gerne. Super. Ich habe gerade noch was im Magen. Ja, wir rufen uns in Erinnerung, Jesus, dass du schon von Beginn an dabei warst, dass du schon in der Schöpfung präsent warst, dass wir da schon von dem Wort lesen dürfen, das später auf dich zu sprechen kommt und dass du, Jesus, so wichtiger Teil bist durch die ganze Bibel hindurch, durch all diese Themen. Es ist so ein prophetisches Buch, das Alte Testament, auf dich, Jesus, das Neue Testament, das vieles über dich schreibt. Und wir glauben wirklich daran, dass du es würdig bist, anbetet zu werden. Dass wir dich anbeten dürfen und dass wir dich als allererstes setzen dürfen. Und wenn wir uns bewusst werden, wie lange das Jesus schon Teil dieser Welt ist und schon über dieser Welt herrscht, in den Tod ging und auferstanden ist für den neuen Bund, dann zwingt mich das wirklich auf die Knie vor dir, Jesus. Und ich bete dich an und ich setze dich einfach nochmal als erste Priorität in meinem Leben. Alle meine Entscheidungen sollen dir untergeordnet sein, sollen auf dich hinweisen und sollen deine Herrlichkeit in meinem Leben vergrößern, egal ob es schwierig oder einfach ist. Du, Jesus, du bist meine Nummer 1. Ja, vielleicht magst du im Chat mit uns teilen, wie es dir geht. Fällt es dir schwer, Jesus an die erste Stelle zu setzen in deinem Leben? Ich meine, generell sagt man ja gerne, ja, Jesus, du hast den ersten Platz, aber wie sieht es wirklich im Detail aus? Hey, steht der in deinen Finanzen? Steht er in deiner Gesundheit? Steht er in deiner Familie? Steht er dort an erster Stelle? Steht er bei dir persönlich in deinen Fragen? Ich merke, ich bin immer wieder herausgefordert durch das ganze Social-Media-Gedöns. Hey? Zu wem laufe ich als erstes, wenn ich Rat brauche? Ist es Jesus oder ist es mein kleiner Apparat, der mir manchmal doch viel zu schwer in der Hand liegt? Das würde mich noch interessieren. Also wenn du dich frei fühlst, schreib doch gerne noch mit in den Chat da rein. Ich lese mir nebenbei mit. So cool zu hören, dass ihr euch das wirklich bewegt, hey, dass die Bibel noch so aktuell heutzutage ist und dass wir uns gut vorbereiten müssen, um Menschen das Evangelium zu teilen. Mega der wichtige Punkt, hey. Hey, der dritte Punkt, den Leo gebracht hast, ist, sie ist thematisch einheitlich, die Bibel. Und das finde ich so mega spannend, weil wir sehen ja schon im Alten Testament, wie die Bibel quasi auf das Kommen Jesus hinzeigt. Und das ist für mich immer so cool. Ich mache gerade die Challenge mit meinem Mann, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Wow. Hey, der Pet gewinnt gerade, Freunde. Ich muss es jetzt mal ehrlich zugeben. Ich glaube, er ist irgendwie so 10 Tage voraus. Aber es motiviert mich mega, wieder dabei zu sein. Das sagt so viel über dich aus, Sarah, dass du das als Gewinn nennst. Das ist echt cool. Aber sich gegenseitig motivieren, nein, weißt du, das brauchst mag du. ich. Du brauchst Ja, genau. jemanden, der dich anspornt, das mitzumachen und wirklich da feuern. Weil sonst ich muss einfach meinen Popo hochkriegen. Ja, wirklich. Es ist so gut, darüber zu sprechen. Ja. Es geht uns ja allen so. Das ist Und vor allem, warum dann nicht mit deinem Ehepartner, hey, wo du sagst, wir machen einen Bibelleseplan, das ist mega gut. Aber ich merke, hey, wow, ich bin mega herausgefordert. Und er kommt immer wieder zu mir, ja, ich bin schon so weit. Und ich so, ich muss jetzt auch schnell mitmachen.
Und von daher, sie ist thematisch einheitlich, merke ich aber gerade, weil der Bibelleseplan immer Altes und Neues Testament gemeinsam macht. Hey, und das finde ich so, so spannend. Vanessa, hast du eine Geschichte aus der Bibel, aus dem Alten Testament, wo du denkst, hey, die drückt für mich persönlich so schön aus, wie Jesus das noch auffängt, was kommt? Weißt du, was ich meine? Also eine deiner Lieblingsstellen aus dem Alten Testament, Ja. wo du vielleicht merkst, hey, die weist auf das Neue Testament hin. Überrumpel ich dich? Ja, ein bisschen. Also meine Lieblingsbibelstelle im Alten Testament ist sicher die ganze Geschichte von Jakob, der ja da auserwählt wird. Und eigentlich, trotzdem er seinen Bruder hintergeht, wird er erwählt von Gott. Ja. Diese Bibelstelle ist eigentlich eine meiner Lieblingsbibelstellen, aber wie sie jetzt genau hinweist auf das Neue Testament, kann ich jetzt nicht sagen. Das ist ja der rote Faden quasi, ich glaube, Genau. ne? der sich durchspiegelt. Ja, Janice, bei dir kommt dir eine Stelle in den Sinn? Ich finde ganz faszinierend so das große Bild vom Tempel eigentlich, also die Heiligkeit vom Tempel, die detaillierte Art, wie dann der neue Tempel auch gebaut wird, die unterschiedlichen, man sagt so 3 Vorhänge, bis man dann im Allerheiligsten gewesen ist. Und Jesus, der sagt, ich bin der Weg, das Leben Und die Wahrheit. und die Wahrheit. Genau. Und, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mhm. und etwas, wie man das deuten kann, dass man den Tempel, die Beschreibung eigentlich so liest, dass diese 3 Vorhänge eigentlich genau für diese 3 Dinge gestanden haben. Und Jesus kommt ja dann und am Kreuz zerreißt dann auch der innerste Vorhang und er sagt, hey, ich bin dieser Weg ins Allerheiligste, ich bin dieser Weg zum Vater. Und es ist nicht mehr der Tempel, es ist nicht mehr bestimmt für wenige Menschen, sondern ich beginne etwas Neues, es ist für alle Menschen durch mich. Und so... ja, auch Jesus, der sagt, er ist unser Grundstein, er ist unser Fundament, er ist der Eckstein. Also ich finde so das Gebäude vom Tempel mit den Bedeutungen und Jesus, der so vieles wiederherstellt und dann die Priesterschaft und das Tempelsein ja eigentlich auch auf dich und mich ablegt. Das große spannend. Bild finde ich sehr faszinierend. Mega, mega spannend, ja. Ich mag einfach diese ganze Liebesgeschichte, die Gott schreibt mit uns. Ja. Den Anfang mit dem Paradies und dann einfach, wie er mit dem Volk geht, mit dem Stamm geht, dem Stamm Davids und dann einfach eine Rettung daraus macht. Das finde ich sehr schön. Ja, das berührt Ja, mich. die Liebesgeschichte Gottes, hey, das finde ich ist so wichtig. Leo hat ja immer wieder in den letzten Wochen gesagt, so wenn wir die Bibel angucken, müssen wir rauszoomen. Wir können Geschichten einzeln nehmen, aber wir müssen uns das Gesamtbild anschauen. Und in der Bibel heißt es, ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie darauf hin. Und das finde ich so cool, dass seit Jahrtausenden Menschen, die die Bibel suchen, hey, wirklich auch Jesus finden. Und ich finde es mega interessant. Ich habe mal die Story gehört, wo einem Mann eine Bibel gegeben wurde im Gefängnis. Und er hat die Bibel gelesen und er hat jeden Vers auswendig gelernt, aber hat sich trotzdem gegen Jesus entschieden. Und jetzt haben die Wächter geredet, ja, warum hat der sich so gegen Jesus entschieden? Ich meine, der hatte die Bibel, die ganze Zellwände waren voller Bibelverse. Und dann kam jemand an und hat gesagt, hey, weil er die Bibel im Kopf verstanden hat, aber nicht im Herzen. Und ich glaube, wir können die Bibel lesen und sie mit dem Kopf verstehen, aber es ist der Heilige Geist, der in uns wirkt, dass wir sie wirklich verstehen und dass sie unser Leben, die transformierende Kraft am Kreuz, wie es ja auch heißt, dass es in uns eine Wirkung hat. Hey. Und ich würde wirklich gerne beten für Einheit, in dem Sinne, dass wir uns eins machen mit dem Geist Gottes, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, dass wir auf seinen Geist hören und sagen, Herr, was willst du uns sagen? Was möchte deine Schrift in meinem Leben tun und welche Kraft hat sie? Und ich merke, im Chat bewegt euch das Thema auch. Manche von euch lesen die Bibel gerade aktuell auch durch. Mega cool, dass du das vielleicht schon zum 2. Mal machst. Vielleicht liest du die Bibel auch schon länger und hast das Gefühl, es spricht mich gar nicht an. Hey, solche Seasons haben wir auch, wo wir einfach durchlesen müssen und das ist eine Entscheidung, es ist das Durchhalten. Aber lasst uns doch beten, dass wenn wir die Bibel lesen diese Woche, dass der Heilige Geist uns wirklich ganz bewusst Dinge zeigt, die zu uns sprechen, die unser Leben verändern wollen. Vanessa, magst du anfangen?
Jesus, ich danke dir für die Bibel und dass es wirklich das Wort Gottes ist, dass alles in dieser Bibel von Gott und vom Heiligen Geist eingehaucht wurde. Und ich danke dir, dass wir dieses ganze Buch, wenn wir das lesen, immer besser verstehen dürfen. Nicht, weil wir da die Fakten und alles kennen, sondern weil wir auf dich hören, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass wir wirklich, dass sich unser Herz da verbinden mit unserem Verstand, dass wir das einfach immer mehr dürfen verstehen, was du uns damit sagen willst. Und Vater, ich danke dir, dass das Wort, dass deine Schrift so vielfältig ist, dass wir sie 5, 6 Mal, 7 Mal lesen können und immer etwas Neues, eine neue Seite daran entdecken dürfen. Und ich danke dir einfach, dass wir nie müde werden, dich besser kennenzulernen, dich besser zu verstehen. Und Vater, ich möchte einfach nochmals entscheiden und mich dieser Disziplin von Cleavers anhängen, dass ich neu und oft in die Bibel eintauchen möchte. Und du zu Hause darfst dich einfach einhängen in dieses Gebet, wenn es dir immer wieder schwierig fällt, die Bibel zu lesen und einzutauchen und du vielleicht Dinge nicht verstehst oder einfach dich nicht konzentrieren kannst. Dann möchten wir gemeinsam jetzt die Entscheidung treffen, dein Wort, das Wort Gottes, dein Wort ernst zu nehmen und einzutauchen. Wir wollen dein Wort kennenlernen. Wir möchten entdecken, was alles auf dich hinweist, Jesus. Und ich danke dir, dass du durch deinen Geist neue Erkenntnis schenkst und auch neue Leidenschaft. Und Gott sagt, er ist der Anfänger und der Vollender. Und er ist der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und zuerst möchten wir bitten, dass wir das Wollen haben, dass unser Herz sich nach dieser göttlichen Wahrheit sehnt, dass wir nach dem Wort Gottes uns sehnen und dass du, Vater, dann aber auch das Vollbringen schenkst, dass wir wirklich lesen können, dass wir wirklich Erkenntnis haben und dass du, Heiliger Geist, in uns neue Wahrheit entfachst und verinnerlichst. Ja, und Jesus, wir legen dir unsere Zweifel hin, da wo es uns schwerfällt, deinem Wort zu glauben, Vertrauen zu schenken. Und Heiliger Geist, wir machen uns da ganz offen für dich, dass wirklich dein Wirken in uns Frucht tragen kann, Frucht bringen kann, dass du uns immer wieder Neues offenbarst. Jesus, deine Verse sind so relevant für unser Leben. Es ist zeitlos, es trifft uns wirklich ins Herz, wenn du sprichst. Und ich bete für mehr solche Momente, für alle Menschen, die gerade im Chat sind, für alle Menschen, die gerade zuschauen, dass du diese Woche, Heiliger Geist, triff du sie, bewege du sie, geh du mit ihnen in dein Wort und zeig ihnen, offenbare ihnen, wie gut du Papa, Vater bist, wie sehr du an ihren Herzen interessiert bist, wie ihre Situationen dir nicht egal sind, wie du ihre Schmerzen siehst, wie du sie heilen möchtest, wie du ihre Ängste siehst und sie nehmen möchtest, wie du ja auch gerade ihre Unruhe siehst und dort Frieden herstellen möchtest. Egal, wo du Unruhe spürst, wenn es deine Gesundheit ist, wenn es deine Finanzen sind, Jesus möchte dir begegnen und dort Wiederherstellung bringen für dich durch sein Wort, dass du ihm glauben und vertrauen darfst. In Jesu Namen, Vater, beten wir. Amen. Amen, Amen. Ihr Lieben, so cool, ihr tauscht euch so gut im Chat aus, ich liebe das auch. Simone, danke, dass du wirklich als Host da so auf jeden Einzelnen eingehst, das ist so eine wertvolle Arbeit. Janette, auch vielen Dank dir, so schön, dass ihr unsere Online-Community durch unseren Chat betreut, mega, mega gut. Hey, es geht weiter, also wir haben jetzt schon 3 Punkte durchgebetet, ihr Lieben, und zwar Gebet für Vertrauen, Gebet, Jesus wirklich den Platz an erste Stelle zu geben, gebetet für Einheit, uns eins machen mit dem Geist Gottes. Und jetzt gehen wir so in den 4. Punkt und das finde ich mega cool. Und zwar der Punkt ist, die Bibel hat alle Angriffe überlebt. Und das für mich ist so mindblowing, ja. Oder? Ja. Hey, egal was kommt, die Bibel überlebt es irgendwie. Ja. Und oft denke ich so in meinem Leben, boah, ey, ich fühle mich manchmal wie so eine, ich habe gesagt am Sonntag, wie so eine Tonne im Meer. Ist so hin und her geschmissen. Also so eine, weißt du, wie so ein Stück Treibholz irgendwie hin und her geschmissen vom. Und ich habe das Gefühl, ich überlebe gerade so. Aber die Bibel hat ja wirklich gut überlebt, hey? Und das finde ich mega, mega spannend. Janice, wie ist es für dich so manchmal im Leben, wenn du das Gefühl hast, hey, boah, die Seasons sind so crazy. Was hilft dir dann im Wort Gottes? Was findest du dort?
Also, wie gesagt, für mich ist es wirklich relevant, die Wahrheiten zu suchen, die die Bibel für mich hat. Und ein Vers zum Beispiel, also gerade wenn mich alles überfordert und ich mich wirklich fühle, wie wenn mir das Wasser bis zum Hals steht und einfach die Zeiten schwierig sind und mein Herz sich anfühlt, als würde es bluten und einfach alles vielleicht auch schmerzhaft ist, dann lese ich zum Beispiel immer wieder im Hesekiel 36, 26 und da steht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Und das ist zum Beispiel ganz konkret einfach, wie ich sage, hey, mein Herz hat nicht das letzte Wort. Ich muss mich nicht überrumpelt und traurig und versteinert fühlen, sondern Gott spricht mir zu, ich gebe dir ein neues Herz, einen neuen Geist. Und das ist das, wie ich ganz konkret wirklich diese Bibel proklamieren möchte. Die Bibel hat Wahrheit, Beständigkeit und egal wie es in meinem inneren Leben sich anfühlt oder aussieht, hat das gar nichts mit der Autorität der Bibel zu tun. Und so sieht das in meinem Leben aus und das ist einfach sehr personalisiert von dem großen Bild, wo wir darüber sprechen. Ja, die Bibel hat viele Angriffe erlebt. Viele Menschen haben versucht, die Christen zum Schweigen zu bringen. Viele Menschen haben versucht, die Bibel zu verbieten. Aber die Bibel und ihr Evangelium, das Wort Gottes, kann nicht zum Schweigen gebracht werden. Wow. Und weder in der Gesellschaft noch in deinem oder meinem Leben. Ja, ich liebe den Jesaja 61. Ja. Da ist die Trauerzeit ist vorbei. Ja, come on! Ja. Und da ist auch der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Und ich liebe diesen, also man könnte den ganzen Vers lesen, es geht da eigentlich wirklich um das. Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet wie einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit fässigem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Und ich liebe diesen ganzen Vers. Und wie Janice das gesagt hat, ich proklamiere den und spreche den wirklich aus. Und es tut etwas, es macht nichts an der Situation, in der ich bin, aber es macht mit mir etwas, mit meinem Herzen. Und das spüre ich wirklich, ist wirklich spürbar für mich. Ja, mega toll. Und es ist eben dieses Dranbleiben, hey, dieses immer wieder das Wort suchen, immer wieder die Connection mit Jesus suchen, Heiligen Geist suchen, wo ich merke, hey, das macht es doch wirklich aus, oder? Ich glaube, oft stellen wir uns so vor, wir müssen die Bibel so grandios lesen, aber es sind wirklich auch, wie Leo und Susanne im neuen Buch sagen, hey, es sind die kleinen Momente, die zählen, das Beständige. Und dafür würde ich jetzt gerne noch mit uns beten, hey. Lass uns doch beten, dass wir beständig sind im Wort Gottes, dass wir dranbleiben, dass wir es nicht nur dann nehmen, wenn wir es, sage ich jetzt mal, in letzter Not so eine Art Rettungsring, natürlich ist es das auch, hey, aber Gott möchte wirklich unterwegs mit uns sein und langfristig mit uns auf Reise sein, mit ihm durch sein Wort. Cool. Ladies, take it away. Ja, Vater, die Bibel hat so viel Beständigkeit und sie ist unkaputtbar, ich so gerne sagen. Und ich möchte einfach wirklich meinen Blick darauf richten, dass das nicht zerstört werden kann und wie das im Vers auch steht, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Und ich spreche einfach aus, dass ich das glaube, dass deine Worte Bestand haben. In meinem Leben wie auch im großen Bild. Deine Bibel enthält so viele Göttlichkeit und Herrlichkeit, dass niemand diese Wahrheit zerbrechen kann. Egal was noch vor uns steht, diese Beständigkeit dürfen wir als Sicherheit wissen in unserem Leben. Ich danke dir für dein Wort, Jesus, und ich danke dir für die Veränderung, die deine Worte bringen. Und dieses Wort hat über Jahrtausende Bestand, weil es wahr ist und weil es verändert, weil es eine Kraft dahinter gibt, eine Kraft deines Geistes, Jesus. Und ich danke dir, dass wir diese Worte wie eine Waffe, wie in der Waffenrüstung, dass
das Wort ist das Schwert, Vater, unsere Waffe, dass wir diese Waffe immer wieder einsetzen dürfen, wenn es uns schwerfällt zu glauben, wenn es uns nicht gut geht, dass wir einfach deine Worte aussprechen dürfen, die du uns hier sogar vorgibst. Die müssen wir nicht mal selbst denken, die gibst du sogar vor, was wir beten können, und dass es etwas verändert. Dass es der geistliche Raum in unserem Umfeld, dass es den verändert und dass wir eine Veränderung spüren, wenn wir dein Wort aussprechen, Jesus. Und ich möchte einfach mit dir beten, wenn es dir schwerfällt, da eine Disziplin zu haben, da im Wort Gottes zu bleiben, möchte ich mit dir beten, dass Gott dir einen Hunger schenkt heute. Der Heilige Geist dir dieses Feuer, diesen Hunger ins Herz schenkt, diese Bibel zu kennen, diese Worte zu lesen, diese intime Beziehung mit dir, Jesus, zu pflegen. Da möchte ich dich einfach bitten, dass du diesen Hunger gibst. Den können wir gar nicht selber machen, den musst du uns schenken. Und ich danke dir für das, dass du den jedem heute ins Herz schenken willst, dem, der das wünscht. Amen. Amen. Johannes, du hast gerade schon dafür gebetet, das angesprochen, Kraft zu empfangen durch das Wort Gottes. Und das ist auch der letzte Punkt gewesen vom Leo. Hey, sie hat eine transformierende Kraft, die Bibel. Sie transformiert unser Leben durch so viele Bereiche, ganz praktisch, ganz, einfach real. Hey, und das finde ich immer so cool, wenn ich Momente habe, wo ich denke, boah, Jesus, mir fehlt die Kraft für den Tag. Gib mir, wie es dein Wort verspricht, die Kraft für den Tag. Und dann bin ich am Ende des Tages und ich merke, wow, ich habe es geschafft. Und es war eigentlich noch recht easy. Und dann ich so, wow, so oft könnte man sagen, ja, okay, es ist mein Handeln, aber ich glaube, es ist schon auch im Zusammenhang mit ihm und seinem Wort. Und in Johannes 7, Vers 38 steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift es gesagt hat, aus dessen Leib wären Ströme des lebendigen Wassers fließen. Hey, und ich hätte es so gern, dass ihr im Chat reinschreibt. Wir wollen jetzt wirklich nochmal die letzten 2-3 Minuten nehmen, für dich zu beten. Wo brauchst du Kraft in deinem Alltag? Wo brauchst du Kraft in deiner Familie? Schreib doch gerne rein. Wir würden es wirklich lieben. Ich gucke nebenbei rein, was gerade so im Chat geht. Janice, Vanessa, wo merkt ihr, braucht ihr momentan am meisten Kraft? Bei der Arbeit. Ich habe auf Ende März meine Stelle gekündigt, hier im ISF. Wir sind wirklich traurig. Hey? Ja, und es gibt so viel noch zu tun und ich würde gerne alles noch irgendwie fertig machen, abschließen, bevor ich gehe. Und ich merke einfach, ich kann gar nicht alles und ich brauche dort einfach sehr viel Kraft zum auch priorisieren können, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Ja. Man muss da vielleicht noch kurz zu sagen, du fängst aber eine ganz tolle neue Stelle an. Außerhalb des ICS, aber du bleibst ja trotzdem uns erhalten. Ja, das wollte ich noch sagen. Janice, bei dir? Für uns ist es gerade sehr, sehr schwierig, irgendwie gesundheitlich. Wir sind, also ich und mein Mann und meine Family, wir sind irgendwie gesundheitlich einfach gerade überall ein bisschen angegriffen und angeschlagen. Genau. Und da brauchen wir einfach das lebendige, fließende Wasser Gottes. Ja, mega. Komm, dann beten wir dafür. Hey, Gesundheit ist auch ein Thema bei euch. Ich merke, einfach Gesundheit, das eine Thema, dann natürlich Versorgung, Familie, Ehe. Das sind so Themen, da brauchen wir Kraft in unserem Alltag. Gerade auch im Januar haben wir auch viele, sag ich mal, Energie, die fehlt. Hey, man hat so viele Vorsätze für das neue Jahr, aber irgendwie kommt man nicht so richtig aus den Schüben. Und da lasst uns doch auch für beten. Das ist gut. Ja. Und ich spreche aus für mein Leben und wenn du mit Gesundheit haderst, darfst du das einfach gerade mit aussprechen, dass die Gesundheit dir, Vater, unterordnet ist und dass wirklich du an erster Stelle stehst, Jesus, so wie wir gebetet haben und dass die Gesundheit einfach ein Thema sein darf, das wir in deine Hände tragen und ich danke dir, dass wir da wirklich das Lebendige von dir erfahren dürfen, dass wir das tiefe, eingreifende Kraft Gottes in unserem Leben erleben dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns besonders nahe bist, Jesus, gerade wenn wir herausgefordert sind in der Krankheit, dass wir herausgefordert sind, aber die Nähe von dir und die Kraft des Wortes wirklich spüren und erleben dürfen.
Und ich spreche auch einfach in diesem Thema Vertrauen aus. Vertrauen, dass die Zusagen und die Wahrheiten in deinem Wort, in der Bibel wahr sind, in meiner Situation, in deiner Situation. Ja, und für alle, die dieses Januarloch haben, diese Energielosigkeit, möchte ich einfach den Vers im Jesaja 40, Vers 31 aussprechen. Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird noch nicht müde noch matt sein. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und ich will dir einfach aussprechen, dass du diese Kraft von Jesus erhältst, von dem Gott, der alles gemacht hat. Und ich danke dir, Vater, dass du uns eine neue Energie gibst für dieses Jahr, eine neue Kraft gibst und dass wir wirklich erleben dürfen, wie wir gestärkt werden durch dein Wort, durch dieses in deinem Wort forschen, wie uns das auftankt und auffüllt, Vater. Und ich danke dir auch, dass wir Disziplin kriegen, dass wir immer wieder diese Zeiten für uns rausnehmen dürfen, auch wenn es nur 5 Minuten sind, in denen wir einfach auftanken dürfen bei dir, in denen wir einfach dich suchen dürfen und wieder aufgefüllt werden mit dieser Kraft, Jesus. Ja, Jesus, und ich möchte auch für die Menschen im Chat beten, gerade die ihre Anliegen reingeschrieben haben. Marco, wir sprechen dir einfach zu, dass Gott wirklich deine Situation sieht und dir Kraft geben möchte, damit du sein Reich bauen kannst, dass deine Umstände nicht das bestimmen, wer du bist, sondern dass Gott dir Wert zuspricht, dass Gott dir Kraft gibt, um das durchzuführen. Und wir beten wirklich auch für die Prüfung, für deine Tochter, dass du ihr den Stress nimmst, Jesus. Nicht für Marco, sondern das ist, sorry, dass ich das jetzt hier gerade nicht finde. Lass mich schnell schauen. Gott weiß es, genau, das ist mega wichtig. Und da beten wir einfach für die Tochter, dass sie eine gute Prüfungssituation hat, dass sie da wirklich erleben, dass es Gott sie führt und du als Mama sie auch dadurch begleiten darfst, hey, und dass du auch einfach Weisheit, die richtigen Worte findest. Wir beten auch für ein neues Auto, dass ihr wirklich dort Versorgung erfahren dürft, die das Auto brauchen. Wir beten dafür, Gesundheit, für die gesundheitlichen Themen, wo es euch schwerfällt und dass ihr wirklich merkt, dass Gott euch, wie gerade die Lira das gesagt hat, euch wirklich auch umarmt und euch mitnimmt und dass Gott euch wirklich Zuspruch geben möchte, dass er bei euch ist durch sein Wort. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte und er bleibt fest bestehen in unserem Leben. Amen. 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 Veronika, das warst du mit der Tochter, hey. Wir beten wirklich dafür, dass sie da wirklich eine ganz, ganz gute Zeit erleben darf und dass die Prüfung wirklich gut kommt. Amen. 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 Hey, so schön, dass ihr die letzten 37 Minuten mit mir hier im Studio wart. Ja. Ich bin mega begeistert. Wenn du dir noch nicht sicher bist, hey, warum ist die Bibel jetzt relevant? Ich fand es mega cool, mit euch zu beten, aber ich weiß immer, ich komme immer noch nicht raus. Dann möchte ich dich ermutigen, schau dir doch einfach nochmal die Predigt vom Leo vom Sonntag an. Die hat mich wieder wirklich auf den Boden der Tatsachen geholt, dass ich wirklich voller Confidence sein darf, also voller, wie sagt man auf Deutsch? Selbstbewusstsein, Vertrauen. Super, dass die Bibel mega relevant ist. Unser Denglisch im ICF. Komm, Denglisch. Das ist doch mega cool. Ein bisschen unsere Klischees unterschreiben. Ja. Das ist voll wichtig. Hey, und das neue Buch von Leo und Susan, Bibel lesen wie niemals zuvor, ist natürlich auch eine super coole Anregung. Ja, habt ihr schon mal reingeschaut? Ja. Und was ist so euer Highlight aus dem Buch bis jetzt? Ich finde viele Kapitel cool, aber so das meditative Lesen der Bibel hat mich am meisten angesprochen, weil es einfach etwas ist, ich liebe so das Ruhige, ich liebe das Meditative, ich liebe das Nachdenkende, so, das hat mich sehr angesprochen. Bei mir ist das Gleiche, ich liebe Meditation. Oh. Vielleicht sollten wir mal zusammen lesen. Wow. Also Janice und Vanessa gehen jetzt noch zusammen eine Runde beten. Yeah. Meditieren. Meditatives Gebet. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine gesegnete Woche. Möge Gott der Bibel, möge der Gott, der Herr der Welt, dich segnen, dir Frieden geben und dich gleiten und führen. In Jesu Namen. Amen. So schön warst du bei Talk and Pray dabei. Wir sehen uns am Sonntag ab 9:30 Uhr, also nicht ich, aber du siehst unser wunderbares Online-Team und ich freue mich dann, euch wieder im Chat zu begrüßen, euch zu sehen online. So toll, dass ihr Teil unserer Community seid. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.